an zum kleinen, feinen Format Ich bin, wie ich bin, wo ich ein bisschen über das plauder, auf eure Kommentare eingehe. Wenn ihr Kritik habt, bitte ab in die Kommentare. Wenn ihr Verbesserungen habt, bitte ab in die Kommentare. Ich werde mir dieses dann vornehmen und im weiteren Verlauf dieser ganzen Geschichte hier dann mit einbeziehen und alles, was halt dazugehört. Das ist aber erst die erste Episode, und wenn das Format 100 Episoden hat, hat es 100 Episoden. Wenn es 50 hat, hat es 50. Ich nehme da keinen Stress. Ich habe da auch keinen Stress. Und ich habe mir mit Absicht Minecraft ausgesucht, weil es im Singleplayer ein Spiel ist, wo ich einfach ohne viel Story, ohne viel lästigen Grind, beziehungsweise ohne lästige Sammelaufgaben einfach schnurstracks mein Ding machen kann. Und da ich generell sowieso einer bin, der mit Minecraft im Singleplayer seinen Spaß hat. Nehmen wir gleich mit. Im Übrigen, so als kleiner Vorwortprolog. Ich habe jetzt der Taster, was du da jetzt siehst, ist der 1, 2, 3, 4, der 5. Anlauf. Ja, ich habe schon 4 Anläufe gemacht, aber muss da und ehrlich gesagt gestehen, ich war dann unzufrieden. Ich habe alle 5 Anfänge wieder gelöscht. Ich habe ungefähr 10 Stunden aufgenommen, alles in allem, nur um einen perfekten Anfang zu finden. Und warum habe ich es gelöscht? Ich kann nicht hergehen, so ein Format bringen. Ich bin wie ich bin und dann fange ich mit depressiver Grundstimmung an. Das geht nicht. Das geht nicht. Weil das ist, ja, keine Ahnung. Weil dann denkst du, wenn du da das erste Mal herkommst, Alter, was ist denn das für ein frustrierter Pumuckel? Natürlich will das keiner, ne? Du nicht, ich nicht, sie nicht und er auch nicht. Also von dem her haben wir da schon mal gewonnen. Zum Thema Minecraft. Es hat ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ja einiges getan in diesem Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut und ich habe auch, ehrlich gesagt, noch immer nie den Drachen gesehen am Ende. Ich weiß nicht, kann man Minecraft überhaupt beenden? Es bleibt eigentlich immer, im Prinzip ist Minecraft das Spiel, wo du sagst, ja, das ist zwecks, mach mit Fantasie im Singleplayer, was du willst. Du kriegst für uns eine riesige Welt zur Verfügung gestellt und der Rest passt schon, ne? Ja, so kommt es mir halt manches Mal vor. Die wenigen Dinge, die in diesem Spiel mittlerweile neu sind, das war sie zufällig, da habe ich mich informiert, aber viel weiter auch nicht mehr. Wow, na her, Baby. Warte mal, wir werden diese verlassenen Dörfer, die du da siehst, werden wir alle zerlegen. So gut wie wir können, alles mitnehmen, alles zerlegen. Da können wir nichts, da sind wir ein paar hart. Ja, nein, da kommt sie fix. Wirst du jetzt da. Da werden wir alles zerlegen, da werden wir alles mitnehmen, was uns in die Finger kommt, falls wir überhaupt Finger haben. Okay, gut. Das mit den Fingern nehme ich wieder zurück, gell? Weil ich nicht weiß, wie unser Charakter mit den Stumperler an Hand da irgendwas machen kann. Keine Ahnung, ist mir auch ein Rätsel. Gut, diese verlassenen Dörfer, die du da siehst, die, wenn ich mich recht entsinne, oder wenn ich mich an den Informationen, die ich halt an die wenigen, die ich gelesen habe,
stammen die daher, da diese Dörfer von Banditen überfallen wurden. Ich glaub's zumindest. Fahren. Nehmen wir mal mit. Gehen wir? Na, können wir nicht. Ich glaub's zumindest, dass das so irgendwie, oder des Nächtens durch Zombies. Wie gesagt, die Feinde sind des Nächtens mehrer geworden. Ich habe derzeit noch auf dem Schwierigkeitsgrad friedlich gestellt. Also wir haben momentan Ruhe, Frieden und uns. Du als Zuhörer und ich als der Idiot, der euch da irgendwas aus dem Stand der Bär aus erzählt über dies und das und jenes. Ja. Ich werde mich nicht bemühen, politisch korrekt zu sein. Und ich werde mich auch bemühen, nicht in irgendwelche, also nicht, keine Ahnung, Arien zu verfallen, wo ich da ist Heilige vom Himmel oberbett irgendwo erzeugen. Jehovas predigt halt, nö, ich werde, wie es im Titel steht, von diesem ganzen Kladderadatsch-Scheißformat, ich werde einfach versuchen, ich zu sein und es dir auch so rüberzubringen. Ganz unzensiert und mit jeder einzelnen Macke, die ich so hab. Und derer habe ich einige. Mhm. Blub. Naja, ich muss aber offen und ehrlich gesagt gestehen, viel Platz haben wir nicht mehr. Aber wenn wir uns bald einmal einen Platz suchen, wo wir uns niederlassen, dann fangen wir mal gemütlich an ins Aufbauen. Wie es gehört. Ja. Und was du jetzt da, während ich da zum 5. Mal versuche, etwas zu erstellen, weil mit den ersten Aufnahmen unzufrieden war, was du ja nicht siehst, ist mein kleiner Notizzettel, den ich mir da vorne da seitlich auf meinen rechten Monitor pickt habe, den siehst du ja gar nicht. Nö. Mit ein paar Stichwörtern, und über die Stichworte möchte ich dann ein paar Sätze zusammenbauen, so wie es mir mein Hirn irgendwie sagt, dass es stilistisch gesehen reell ist und nicht abwertend. Aha. Warte mal, wie ist denn das genau so? Naja. Schaut auch aus wie ein Penis, ha? Na gut. Das Let's Play, dieses Format fängt schon gut an. Uah. Du alte Potsau. Gut, gehen wir mal da auf. Oh, Bett, nehmen wir mit. Wir brauchen Betten, weil ich plane ja einen Puff aufzumachen. Ne? Schaut auch scheiße aus, wenn du in einen Puff gehst und du musst dann am Boden vögeln. Sorry. Ja, weißt du weißt wie die Leute sind. Ne? Schau dir diese Kuh an. Wow. 4. Ja, da wird sie unser Kachelofen gefreien heute auf Nacht. Kürbiskerne, geil. Großer Farn, ja noch geiler. Eichenschild, ja Alter. Wir werden verwöhnt, das sage ich da. Wir werden da verwöhnt, wie du dein Schatzi-Mausi-Bärli nicht anders oral verwöhnen könntest. Sorry. Wenn blöde Sprüche fliegen könnten, wäre mein Kanal ein Flughafen. Ist mir irgendwann einmal gesagt worden. Jetzt die Definition draus, ne? Aber,
Herrlich. Da gibt es einen wunderschönen R.E.M.-Song, auch eine Coverversion davon, wo die ersten 3 oder 4 Textzeilen darin bestehen, dass derjenige oder diejenige singt When the sun goes down and the moon comes up, gell? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Oder bei dir? Wie sehr hast du Bezüge zu Songtexten? Zu Liedtexten? Also ich bin da leider sehr empfänglich dafür. Wenn der Text gut ist bei einem Lied, kann man das Lied 300 Mal anhören. Habe ich nichts dagegen. Vor allem, was auch neu ist, das kann ich da auch verraten, was auch sehr interessant ist, das habe ich ein einziges Mal bis jetzt erst erleben dürfen. Es gibt einen sehr interessanten Gegner in diesem Spiel. Yep. Den werden wir einmal herausfordern. Mal schauen, ob wir es so hinkriegen. Und zwar, es handelt sich darum, wenn du des Nächtens übermüdet unterwegs bist, kommt er. Ich hab nur so viel drüber gelesen, er nennt sich Phantom. Also nicht Phantom der Oper, sondern ganz normal Phantom, so wie du schon schreibst. Und der kommt dann, und du übermüdet durch die Nacht laufst. Das wird interessant. Der Schwierigkeitsgrad, ich muss den sowieso auf schwer stellen, weil sonst ist Minecraft viel zu einfach. Aber trotz all dessen, ich habe mir für heute, für die ersten 2 oder 3 Sendungen, nicht viele Themen aufgeschrieben. Ich habe zig Themen, über die ich reden will. Ich werde das Format nutzen, ohne viel Skript und mit meiner flapsigen Art, die ich habe, zeitweise auch sehr vergesslichen Art, über Themen zu reden, über dies und das, gesellschaftlich, auch ab und an könnte es etwas politischer werden, weil es mir einfach momentan auch in den Fingern juckt. Weil wenn du nämlich so ein verstaubter alter Bastard bist, der, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn du so ein alter verstaubter Bastard bist wie ich und nicht alles unbedingt glaubt, was einem hochpreisend vom Himmel runtergelogen wird, ja, dann kannst du schon mal ein bisschen in die Bredouille kommen, wenn du dann mit deiner Meinung plötzlich alleine dastehst. Ja. Da hilft dann nicht mehr viel argumentieren, wenn du dann gegen 3 oder 4 andere argumentieren musst. Das geht dann nicht mehr. Rohe Zwiebel, geil. Yummy, yummy, yummy. Eine rohe Zwiebel. Da hätte deine Freundin sicher oder dein Freund sicher erfreut, ha? Schatz, ich bin zu Hause. Bussi links, Bussi rechts, Bussi aufs Bauchi, Bussi aufs Mundi. Und dann fährt aus der Pappen mit Wirt wie rohe Zwiebel. Oder sie. War geil, oder? Na gut, das kann man jetzt zeigen, wie du willst, gell? Das ist seine Vor- und Nachteile. Hehehe. Ja. Gut. Und ja, ich werde auch über Spiel, bitte. Ich werde auch über zwischenmenschliche Dinge reden. Vielleicht ziehe ich auch über zwischenmenschliche Dinge her. Man weiß es nicht, was noch alles kommen wird. Ja, und was ich auch herausgefunden habe, das kann ich jetzt auch verraten, weil ich es gerade sehe, wenn du ein verlassenes Dorf siehst, dann ist meist in der Nähe irgendwo so ein komisches Banditenunterschlüpflein. Warte, ich sag das. Wenn
Wir müssen aber trotzdem mal auf den Kreativmodus gehen. Ja, wir schalten wieder um. Schau, meistens ist da nämlich in der näheren Umgebung ein Banditenversteck oder sonstiges. So ein Banditenturm halt. Ich nenne es jetzt einmal flopsig salutiert, flapsig granuliert Banditenunterschlupf. Und zwar, das sind so komische Türme mit so komischen Bannern. Mit so einem, ich nenne es jetzt einmal Totenkopf-ähnlichen Bannern. Na, da ist einmal keiner in der näheren Umgebung. Aber sobald ich einen finde, sage ich dann wird er sagen, so schaut es aus und so ist es. So, wir werden jetzt da aber diesen komischen Kreativmodus wieder ausschalten, weil ich möchte diese Welt erkunden. Ich möchte es erforschen. Das gleiche, ich möchte es ungefähr gleich erforschen, als wie wenn du dir einen Neuwagen kaufst, du machst die Tür auf und du riechst diesen billigen neuen Duft von Plastik und das Alcantara-Leder, was dir so ums Ohr wascht oder so um die Nase zieht, dieser Duft daraus, weißt? Ich bin jetzt zwar kein Autofetischist, absolut nicht, weil da macht mir ein gescheites Schlagzeug-Solo live zum Beispiel geiler, gell? Oh Gott, ich habe schon gewusst, warum ich 5 Anläufe brauche, dass ich wenigstens einmal einen gescheiten Anfang habe, dass ich dir wenigstens einmal was Gescheites erzählen kann. Alter Vater, das kann ein Gaudi werden. Es gibt aber auch einige Dinge in diesem Spiel mittlerweile, die kann ich nicht nachvollziehen. Jene da wären. Warum schaut es im Dorf anders aus als wie im Trailer? Keine Ahnung. Das weiß man nicht. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Also bitte. Egal, Hauptsache es ist schön. Sag jetzt einmal. Die nächste Frage, die sich mir stellt, sind da Gamera? Dort ist ein Dorf, da ist ein Dorf. Das werden wir uns alles anschauen. Da werden wir überall hindorfen. Und seit neuestem, das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, beziehungsweise bei einem der vorigen Aufnahmen, sind diese Gebilde Feuerkugel, Obsidian, Peinigung 5, Angriffsschaden plus 4. Ja, geil! Ja, wir werden uns bald müssen irgendwas suchen. Weil ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. BZW, mit was ich das da abbauen kann. Was siehst du? Das zerfällt ja beim Hinschauen. Okay, gut, warte mal kurz. Wir sind jetzt eigentlich eh noch im friedlichen Modus. Weißt du was, wir werden das einmal da anstülpen und drüber stülpen, damit wir mal ein bisschen mehr Platz haben. Und dieses Format ist auch dafür geschaffen, ich habe vor mir das Mikro, vorm Mikro ein Kaffee, rechts, in der rechten Hand habe ich die Maus, rechts daneben steht der Cola. Das musst du gleich mal merken. Ist auch für mich so ein Format, wo ich ein bisschen abschalten kann, wo ich ein bisschen frei vor der Leber reden kann, wie ich schon gesagt habe, ohne Geschichte, ohne Story, ohne irgendwelche Quests. Kurzer Blick. Und nun, bevor ich da jetzt weiter frech herumsaloppiere, komme ich zum ersten großen Thema. Und ich nenne es jetzt mit Absicht groß. So ein
ich gehe in meiner Zeitlinie jetzt, für dich ist es jetzt gerade, wo ich dir das erzähle, für mich ist es jetzt schon Wochen her. Ich fing mit die Outer Worlds zum Spielen an. Ja, ich fing mit Outer Worlds zum Zocken an und hab vorher viele Stunden, 30 derer waren's, in Ghost Recon Breakpoint verbracht, im Single als Einzelspieler und habe mich dort durch diese Welt gequält. Und ich nehme es mit Absicht diesen Ausdruck gequält, weil es einfach passend ist. Ja, gequält. Und warum? Kann ich jetzt auch verraten und daher auch der Punkt, auf den ich dann endlich einmal kommen will, bevor ich das lang und breit herumreite. Die Ghost Recon Breakpoint, diesen Eindruck, den ich da produzieren wollte, er war schon fast fertig. Ich habe schon, ich glaube, 30 Teile, so 30 kleinere Teile und Hintergründe, Musik passend dazu, habe ich schon zusammengeschnitten gehabt, habe ich schon produziert gehabt und war eigentlich nur mehr, ich hätte eigentlich nur mehr das, was ich als Bildmaterial gehabt habe, hätte ich einfach nur mehr besprechen brauchen, also einreden müssen. Und dann habe ich leider den Fehler gemacht, ich habe zeitgleich noch mit aufgenommen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und hab dann eben mit die Outer Worlds fürs Let's Play angefangen. Aber irgendwie gefällt mir der Platz da gerade. Warte mal kurz. Und hab dann ins Outer Worlds Spielen angefangen. Genau, dass ich den Satz jetzt fertig krieg. Und dann aber haben sich mehrere Probleme ergeben. Die Outer Worlds mag anfangs relativ verpackt gewesen sein. Ich hab's leider nur gehört oder leider nur gelesen im Internet, da es da auch ein paar Bugs gegeben hat oder ein paar Probleme. Und hab aber, wie ich dann das Let's Play für Dings angefangen hab, für eben für Outer Worlds, ist mir dann eigentlich erst bewusst worden, wie sehr mich überdimensionierte, leere Open Worlds anwidern. Ist ja bei Fallout 76 nichts anderes. Mit dem einen Unterschied, Bethesda schafft es wenigstens, seine Open Worlds wenigstens vom Papier her mit Geschichten über Papier, über verschiedene Holobänder gut zu füllen. Das hast du in die Outer Worlds aber nicht. Das fehlt komplett. In die Outer Worlds, in Breakpoint, jetzt komme ich durcheinander auch schon. Geile Höhle, die werden wir erforschen, erkunden. Also wir haben alles da, was wir uns vorstellen können. Ich hoffe halt einmal, dass der geil wird. Egal. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, es geht nicht mehr. Ich will mir das alles momentan nicht mehr antun. Vielleicht sind diese Spiele wie Wildlands, Breakpoint, Fallout 76, vielleicht machen die zu zweit, zu dritt, zu viert mehr Spaß. Aber als Einzelspieler, ich hatte nach, ich sag jetzt einmal, vielleicht 70 Stunden, wenn ich alles zusammenpack, alleine in diesen 70 Stunden weniger Spaß, als wie in meinen wenigen 10 Stunden, die ich jetzt momentan in die Outer Worlds habe, als wie in diesen 4 oder 3 großen Blockbuster-Spielen. Mir macht es jetzt da mehr Spaß, in dieser Welt, ohne Zwang, ohne irgendwelche blöden, repetitiven Scheißaufgaben,
macht's mir gerade mehr Spaß, hier herum zu irren, zu laufen, zu fliegen, als wie in einem dieser beschissenen großen Open-World-Titel. Ich weiß nicht warum. Ich kann's da nicht beantworten. Es ist leider derzeit so. Und ich muss leider offen und ehrlich gesagt gestehen, wer die Kontroverse um Breakpoint damals miterlebt hat, die Demo, es sollte eigentlich eine Beta gewesen sein, aber im Endeffekt war es eh nur eine Demo. Da haben sie wieder Wortverwurstelung betrieben, Ubisoft. Ich will da irgendwo in der Umgebung. Ja, haben sie halt Wortverwurstelung betrieben, die guten Herren und Damen bei Ubisoft. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, diese Wortverwurstelung von wegen Beta, Demo und fertiges Spiel geht mir mittlerweile schon sowas von dermaßen auf den Schwanz. Das kann ich da nicht verraten. Es ekelt mich an. Ich würde mal nicht über die Mikrotransaktionen reden. Haben mittlerweile schon an jedem Spiel Einzug gefunden. Man muss da aber ehrlich gesagt gestehen, man kann es ja übertreiben. Und so aggressiv, wie manche Publisher oder Entwickler ihre Spiele mittlerweile schon monetarisiert haben. Du brauchst nur Fallout 76 schauen. Das ist das beste Beispiel, wie man so einen Shop wirklich aufs brutalste und aufs aggressivste monetarisieren kann. Ich finde es mittlerweile verschissene Zeit. Wo soll ich mich da jetzt niederlassen? Weißt du was, wir werden ein Stück weitergehen, oder? Sollen wir noch mal ein bisschen weiter fliegen? Was hältst du davon? Weißt du was? Wir fliegen einfach noch ein bisschen. Ist ja wurscht, wir haben ja Zeit. Ich nehme auch die Zeit. Tut mir leid. Es kotzt mich einfach an, so wie in Breakpoint. In Breakpoint haben sie es ja wirklich übertrieben. Wie gesagt, wenn du mit Breakpoint zum Beispiel alleine Spaß hast, dann sei es dir vergönnt. Bitte, ich bin kein, der irgendwann was aufschwatzen will, etc. Wo ich ein bisschen deppert werde oder wo mein Hirn auf aus und stur schaltet, ist bei Ideologie. Da schalte ich auf stur und aggressiv, weil das sind Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Ich bin eher gesunder Menschenverstand und argumentativ drüber reden. Mit Argumenten und fertig. Mehr will ich gar nicht. Der Rest interessiert mich dann schon gar nicht mehr. Aber so wie sie es in Breakpoint fabriziert haben, ich meine, das ist ja wirklich... Ist da? Nö. Okay, die Schlucht hat aber nichts Besonderes. Oder? Sie geht da aber weiter. Egal. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Bei diese komische Grind-Mechanik in Breakpoint. Ich habe noch nie was Langweiligeres gespielt wie diesen Mumpitz. Du startest, gehst ein paar Schritte, hast ein paar Gegner, beseitigst die, leerst die Truhen,
da ist was Stärkeres drinnen, eine andere Waffen, andere Rüstung, ziehst da an, fertig, weiter geht's. Und das wiederholt sich zigtausende Male, immer der gleiche repetitive Scheißablauf. Das ist doch bitte nicht fordernd oder ein gutes Spieledesign. Wenn ich dran denke, ich habe auf der PS2 damals nicht viel Spiele gespielt, muss ich dazu sagen, weil durch die Arbeit, weil ich früher viel gearbeitet habe und auch durch meine Beziehungen nicht viel Zeit dazu gehabt habe. Muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Und ich habe damals einige Jahre in Wien gewohnt und einige Jahre, oder knapp 1,5 Jahre in Steyr, Oberösterreich. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, nein, mein Hirn sagt mittlerweile zu diesem Scheiß nein. Ich will nicht mehr. Es hilft mir nichts. Schau, überall wird dumm kaspelt und dumm diskutiert, wie scheiße doch mittlerweile Minecraft ist. Weil es eben nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren oder so, wo es der Kranke das erste Mal gespielt hat, das Let's Play, und dieses Let's Play schauen wir heute nicht mehr gerne an, weil es einfach extremst unterhaltsam finde. Und mein Gott, dann hat sich Minecraft halt verändert. Es verändert sich alles. Ich hab mich auch verändert in den letzten 10 Jahren. Genau so hab ich mich verändert. Genau so. Jeder verändert sich. Der eine merkt's, der andere halt nicht. Veränderung ist nichts Schlechtes und die haben wir in den letzten 10 Jahren, ich glaube 6 oder 7 Mal verändern. Oder weiterentwickeln. Viele werden jetzt sagen, ja, in deinem Alter soll man das aber schon ein bisschen gelassener sagen. Ja, mit dem gelassen sagen, das ist halt so eine Sache bei mir. Da ich hab leider ein schlechtes Sternzeichen. Ich bin eigentlich eine gebürtige Waage, bin aber im Übergang, also 2 Tage vorm Skorpion. Also daher ein bisschen so mein feuriges Testament, würde ich schon sagen. Mein feuriges Temperament, gell. Aber ich sag, ich will mir den ganzen Schaß nicht mehr antun. Viel verachten Minecraft mittlerweile. Ich für meinen Teil habe es zu schätzen gelernt. Eine Welt. Du wirst dort in diese Welt hineingespawnt. Mach was du willst. Nimm dir die Zeit, die du willst. Und tu was du willst. Das ist eigentlich genau die Prämisse an Spiel, die ich liebe, die ich möchte. Und da lässt sich einiges machen in der Umgebung, aber wo werden wir uns niederlassen? Und uns unseren Traum erfüllen. Mein Traum erfüllen. Kurzer Augenblick, bitte, muss man kurz. Da, Leute, ich wollte nur. Warte, Leute, jetzt wird schon wieder knapp eine Dreiviertelstunde, wo ich da jetzt wieder aufnehme. Halbe, Dreiviertelstunde, das ist wurscht. Was? Mir macht sowas mehr Spaß, als wie dumme, repetitive Aufgaben zu machen. Hätte ich mir keinen besseren PC gekauft, ohne Mods, ohne die Preston Garvey Mod, würde ich Fallout 4 auch nicht mehr spielen. Weil mich eben diese repetitiven Minuteman-Aufgaben, obwohl ich die Minutemen eigentlich mag, anwidern. Na wirklich, ich krieg hinten
Ich krieg hinten am hinteren Ausgang Pusteln dabei, wenn ich dran denk. Da kriege ich allergische Reaktionen drauf. Der ist ja relativ klar. Weißt du was? Wir werden jetzt ein paar Tage weg in diese Richtung marschieren. Aber ich kann eigentlich fast nichts mehr mitnehmen. Nochmal. Achso, das sind die Zwiebeln. Scheiße. Ich muss ja da umstellen. Einstellungen. Überleben. Abenteuer. Überleben. So. Arschlochspiel. Ja, ich weiß, ich verliere schon wieder ein bisschen ich verliere schon wieder den Faden. Aber egal. Na, aber wie gesagt, es ist momentan, ich tue mir momentan das Videospiele angeht ein bisschen schwer. Ich bin jetzt nicht unbedingt der weltbeste Spieler, das will ich ja gar nicht bestreiten, das bin ich ja gar nicht. Und es gibt viele Dinge mittlerweile in Videospielen, die mich anwidern, die mich wirklich ankotzen. Warte, ich tue das auch da weg, braucht man nicht. Das nehmen wir mit, das lassen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und dich nehmen wir noch mit. Gut, das lassen wir da. Und nun... Ja, weißt du was? Braucht man nicht. Aus! Aus, Kenny, aus! Du Gurken. Wir werden jetzt da die Rüstung trotzdem anziehen. Nur wir werden schauen, dass wir unseren Rüstungsständer zusammenbasteln. Dass wir da von den Rüstungen her keinen Verlust machen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich will das alles einschalten, damit ich sehe, was ich habe. Braustand. Ich weiß aber, dass es einen Rüstungsständer gibt. Da. Was brauchen wir da als Kruzifix nochmal? Aber das werden wir dann später sehen. Ja. Aber über Videospiele können wir anders mal wieder reden. Ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal wieder ein bisschen ein Spiel genießen, was ich genieße und was mir gefällt. Wo ich einfach einmal alles, was rund um mich passiert, einmal ein bisschen liegen lassen kann und mich einfach in diese Welt hineinversetzen darf oder mich in diese Welt einlassen darf und es einfach nur genießen. Ja. Über Breakpoint haben wir geredet. Die Review kommt nicht. Weil mittlerweile allein nur für diese Review kein Interesse mehr habe. Tut mir leid, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich krieg schlechte Laune und wenn ich schlechte Laune habe, dann will ich euch das nicht zumuten. Nö. Es fällt mir schwer genug.